Schlittschuh fahren. Puh, das ist ja herrlich kalt heute. Gell, Katz? Im Winter einmal ist der Alfons vorausgegangen. Ups. Da hat ihm plötzlich der Wind die Kappe ab dem Kopf geweht. Ups. Als er sie wieder auflesen Ja. da hat er gemerkt, dass der Boden voll Eis war. Und das Eis war spiegelglatt. Es war sogar so glatt, dass er jedes Mal, wenn er aufstehen wollte, gerade wieder rausgerutscht ist. Aua. Vielleicht geht es, wenn ich ganz vorsichtig auf dem Eis vorwärts rutsche. Wow! Ja! Au! Da ist die Postmaus vorbeigekommen. Hallo, Alfons. Hoi, Postmaus. Da ist ja alles für Eis. Du musst Schlittschuhe anlegen. Schau, Oh. so wie ich. Das hat nicht schlecht getönt. Der Alfons ist noch nie Schlittschuh gefahren. Tschüss. Sofort hat er sich ein schönes Paar Schlittschuhe gekauft und dazu natürlich einen Helm. Ja! Jetzt kann ich endlich Schlittschuhe fahren. Juhu! Au! Aber zum Schlittschuhfahren ist der Alfons am Anfang gerade mal überhaupt nicht gekommen. Das war schon eher Schlittschuhpurzeln. Ja. Da ist der Biber aufgekreuzt. Ja, du lernst auch gerade Skifühlen, wie ich sehe. Ja. Das ist sehr schwer. Ich gehe immer um. Aha, probier's doch mal mit einem Stuhl. Dann lernst du es dann ganz schnell. Und dann gehst du auch nicht immer um. Ja. Viel Erfolg! Ein Stuhl. Oh, also gut. Dann ist der Alfons in die Küche und ist dort auf seinen Stuhl gesessen. Nimmt mich nur Wunder, wie lange das soll gehen. Der Alfons hat beschlossen, dass er noch so lange sitzen bleiben muss, bis er auf 5 gezählt hat. 1, 2, 3, 4, 5. So, das war sicher lang genug. Und jetzt komm ich! Jetzt gehst du ja immer noch um. Aber ich hatte doch gesagt, nimm einen Stuhl. Habe ich doch auch gemacht. Ja, und wo ist denn der Stuhl? Der ist in der Küche. Bin ganz lang drauf gesessen. Du sollst, denk nicht drauf hocken, sondern du sollst sie dran haben, wenn du sie fährst, damit du nicht umgehst. Jetzt hat es im Alfons eingeleuchtet. Und er hat den Stuhl rausgeholt. So geht's viel besser. Ich gehe schon fast gar nicht mehr um. Hey, kleiner blauer Freund! Hoi! Dann ist das Krokodil vorbeigekommen. Es hat sich gefreut, dass der Alfons jetzt auch Schlittschuhfahren gelernt hat. Ja, Und wenn du da das richtig kannst, können wir dann zusammen Eishockey spielen. ja, ja. Der Alfons hat gefunden, dass das noch lustig werden könnte. Darum hat er sich einen Eishockeyschläger gekauft und einen Puck. Jetzt hat er ausgesehen wie ein richtiger Eishockeyspieler.
Aber er hat immer noch beide Hände gebraucht, um sich am Stuhl zu heben. Aber es ist nicht mehr lang gegangen und dann hat er auch ohne Stuhl fahren. Am Anfang ist er zwar immer noch umgefallen, wenn er den Pöck schiessen wollte. Aber bald war er gut genug, um mit dem Krokodil ein Matchli zu machen. Hey, hey, schießt du mir über den kleinen blauen Klund? Hey, sehr gut. Pass auf. Ein Goal! Spitze! Sehr schön. Hey. Der Biber hat sehr gern zugeschaut, weil Zuschauen weniger anstrengend war als selber spielen. Nein, lass du mit! Nein, Hey, zu Biber. mir, Hey, zu zu mir. mir! Hey, Jetzt hat der Alfons endlich Schlittschuh fahren und er hat alle seine Freunde zu sich im Garten auf sein Schlittschuhfeld eingeladen. Sie haben es toll miteinander und sie haben lange Ketten gemacht. Das ist grissig. hey, Achtung, mein Schwanz! Ja. Und so zuschauen, wie alle auf dem Eis rumgetrollt sind, das hat auch der Biber lustig gefunden. Dann hat die Postmaus einen Eistanz vorgeführt. Oh, bravo, bravo. Ja, ja. Und dann hat es zum Aufwärmen für jeden eine Tasse heißen Kakao gegeben. Ja. Und dann hat man weitergespielt. Oder zugeschaut. Der Alfons war sehr glücklich. Das ganze Üben und Umpurzeln hat sich gelohnt. Manchmal ist er zwar immer noch umgefallen, aber so ist das halt auf dem Eis. Es ist halt eben sehr rutschig und einfach spiegelglatt.